Zurück hier bei Kapitel 18 bei Fire Emblem Path of Radiance. Ja, wir sind doch relativ gut dran, auch wenn wir am letzten Part leider Schienen haben, naja, von, wie soll ich sagen, naja, Schienen muss leider dran glauben, oder wir haben uns mit Rolf angesprochen, aber scheinbar wollte er nicht, oder aber vielleicht doch, keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, vermute doch irgendetwas, das sogar, also Plackemacht habe ich also angesprochen mit Rolf und Plackemacht mit Zoen, wa? Vielleicht hätte er mit Ike platt machen müssen, wa? Weil er hat ja immer ein bisschen Ike Zweifel als Commander und bei Gatry war es ähnlich und so. Naja, was soll's, Freunde? Wir machen weiter und zwar hier mit den Raben. Da kommt ja der eine, der ist gut zum Schwächen, da kommen wir hinterher. Um dann den zu killen. Raisin ja nicht, das stimmt auch so weit, der ist bloß nicht mehr bewegen, okay. Alia, kannst du noch irgendjemanden hier... Was, ja, doch, eigentlich schon, wa? Pflege! Pflege auch alle gesund! Jupp! Dankeschön, Alias! So, machst du es richtig! Ja, da war Level 13 schon. Okay, Meister ist dabei, was ich früher entwickeln will. Und, jo, legen wir los, wa? Denn das Kapitel ist ja bald schon vorbei. Okay, der macht keinen Damage. Sehr schön. Sie hat sowieso die Lagus-Wach drauf. Und sie greift noch einmal an. So, wie es geplant war. Ja, von dem her. Transfer zum Reiher. Ja, kann ein bisschen losreiern. Okay, alle direkt mal den nächsten healen. Ja, Bruder, für dich. Und, ja, okay. Das schaut nach Bonus-EP. Das ist erstmal Volker. Erstmal gucken, was er drauf hat. Okay, 6 und durch immerhin noch 8. Gut, Shield kann jetzt als mit Bonus-EPs noch was machen. Trotzdem 4 ist noch zu wenig, ja. 4 sage ich schon. Und noch 14 von dem her. Wer kann die denn noch relativ gut schwächen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Soll zu schwächen. Down. Schön. Rolf. Ja, du hast gar keine Waffe, stimmt ja. Nicht Trottel. Weg mit dir. Verdammt, ey. Jemand, der noch ein bisschen weniger abnimmt, irgendwie, ja, das ist natürlich auch supi. Das hat auch so viel Power. Aber auch Syrquet reinhauen wie sonst was, ja, aber ja klar. Toll, super. Du machst natürlich auch platt, wa? Kratzt, aber gerade irgendwie gar keine Worte mehr dafür. Alter, du kannst eigentlich schon mal den nächsten übernehmen, wa? Wenn wir so ehrlich sind. Und sogar hier hoch. Ist klar, jetzt doppelt den plötzlich nicht mehr. Meine Fresse. Okay, den doppelt sie noch. Sehr schön. Und weg ist er. Immer mal einen Platt gemacht. Und die Mucke geht mir auf den Sack, deswegen macht sie einen Critical. Und der Rabe, der hat ausgerabt. Wieder. Stefan, was? Okay, auf 4 bei ihr noch. Gut, jetzt haben wir eben noch Gatry, was sonst noch? So müsste übertrieben, aber wenn er cool bei ihm noch Feuer ein bisschen trainieren könnte. Toll, ja, ich meine, er könnte natürlich ihn schwächen hier, aber ja, kann wieso nicht. Was ist das bloß für eine Musik? So, Volker, ich bin auch immer noch dafür, da musst du ja den platt machen. Wer von euch zieht hier ein bisschen weniger ab, ist jetzt hier die Frage. So wie Sie kennen, doppelt sie eh auch. Ja, aber ja, klar. Mit dem Eisenschwert weniger. Ja, kann's denken, ey.
Verdammt! Ja, okay, machst du halt ihn platt. Dann kriegt sie auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Ups. Komplett aus dem Tag. Das gibt's ja nicht. Nö, das gibt's einfach nicht. So, die gute Falkenritterin. Sehr schöne Werte. Gute Magie. Oh, obwohl von dem Donnerschwer vielleicht noch. Okay, Ei, kannst du ihn vielleicht noch ein bisschen schwächen? Jo, aber das Gefühl, dass du kritten würdest. Das ist immer so, oder? Die kritten dann, wenn sie nicht sollen. Das ist ja eh nichts Neues. Getry, altes Haus. Du doppelst sicher nicht. Das würde mich jetzt stark wundern. Treffen musst du bitte kein Critical. So will ich das sehen. Was ist denn das? Ah, scheiß fette Panzerung. So, und jetzt kriegt Volker noch den Abschluss. Aber sonst irgendwas vergessen hier, was ich noch holen muss? Nö, hier ist auch nichts. Ich sehe auch sonst nichts Großes. Truhen haben wir geplündert, die 3. Wir haben sonst auch nichts mehr. Okay, Volker, beende es. Und zwar ganz cool und lässig macht er das. Yeah, Mann. Sehr schön. Okay, warum auch Magie? Schon vorbei. General, wir haben Umgebung besetzen, die Restaurant Truppen aus 10 sind zurück. General? Ja, verstanden. Ich ziehe mich immer zurück. Tschüss. General, wie? Merkwürdig. Weißt du, du siehst immer angespannt aus. Nasir, was ist denn los? Wenn ich ihn jetzt seit Kampf zu Gesicht bekommen? Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Um Patchen entlassen zu können, musste ich mein Schiff verkaufen und meine Crew entlassen. Es gab viel zu tun. Wirklich? Es sieht so aus, als seist du tief in unsere Angelegenheit verstrickt. Warte das auch nichts aus? Ich meine, du musst dich schließlich auch um deine eigenen Angelegenheiten kümmern. Es ist nicht so, dass ich meine eigenen Interessen aus den Augen verloren habe. Um mich eurer Armee anzuschließen. Ich habe erkannt, dass es durchaus mehr für mich ist, mit euch zu reisen. Also macht ihr nicht allzu viele Gedanken darüber. Naja, wenn du das sagst. Du besitzt ein umfangreiches Wissen. Es ist gut, dich dabei zu haben. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Und ich habe gute Nachrichten. Die wären? Senior-Vertreter von Gallia treten in Aktion. Das ist eine zurückgehalten, aber diese ewige andauernde Patz-Situation hat ihre Geduld erschöpft. Ike, der Sieg heute ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Vielleicht ist dies der ausschlaggebende erste Schritt, Danes Kräfte zu durchbrechen. Die Nachricht über diesen Sieg wird sich wie ein Lauffeuer über den Kontinent ausbreiten und wird den Ländern Mut machen, sich gegen Dane zu stellen. Wenn Crimea ein Versammlungsort wird, schließt sich Gallia vielleicht den Krieg an. Du musst nur weiterhin siegen. Wenn du das schaffst, dann sich dir ja, toll, immer nur siegen. Relativ einfach, wa? Du bist der geborene Anführer, Ike. Beziehungen haben eine Basis. Du hast es geschafft, die Vertrauen zu gewinnen und so eine Basis zu schaffen. Das habe ich meinem Vater zu verdanken. Wenn sie meine Handlungen als richtig erweisen, habe ich das meinem Vater und der Art, wie er mich erzogen hat, zu verdanken. Wenn du andere gut behandelst, werden sie dir aus eigenem Antrieb folgen. Das hat er mir beigebracht. Kluger Papa. Dann wollte ich ihn immer fliegen. Niemals erreichen. Wieso? Was ist das? Die Grenze wurde durchbrochen? Jeder von ihnen wurde besiegt. Nicht nur die Truppe von denen, sondern auch unsere Einheiten. Ausgerupft wie Gras. Das ist eine beeindruckende Vorstellung. Ja, wenn der Bande die Kraft der Klinge, meine ich. Ja, da gibt es wohl nichts mehr zu tun. Schick einen Boten zum Commander von denen. Soll ihm sagen, dass der Feind stärker als erwartet ist. Sofort. Warte, einen Moment. Ja? Wenn ich von denen, egal welchen, hin und keine unsere Einheiten. Diese geflügellose Menschen werden keine Ewigkeit brauchen, um... General Petrine an das Kommando an der nächsten Front. Sie ist eine sehr temperamentvolle Frau, aber geh, wenn du unbedingt willst. Ah, die, okay. Ja, gegen die wollte ich schon lange mal fighten. Wer ist da? Zoen? Was machst du hier? Was hast du vor? Was soll diese Frage? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Stell dich nicht dumm. Das haben wir längst hinter uns.
Gallias Entscheidung, dem Krieg beizutreten, basierte auf neuen Informationen, die sie bekamen. War es nicht so? Hast du deine Zunge verschluckt? Auch gut, dann erkläre ich dir, was du hier machst. Du sollst die Prinzessin von Creamier nach Betschnim bringen, um zu sehen, ob sie dort Unterstützung findet. Und unabhängig davon, ob sie Erfolg hat oder nicht, beurteilen, ob sie es wert ist, Unterstützung der Lagus zu erhalten. Sag es ruhig, wenn ich mich irre. Warum hast du geschwiegen? Vorteil wären, okay. Dann haben sie gestellt, dass ich dich in Ruhe agieren lassen konnte, da du der Prinzessin nichts tun würdest. Das klingt ganz so, als wärst du jetzt nicht mehr davon überzeugt. Du hast beide Missionen erfüllt und bist trotzdem zurückgekehrt. Aus was für einem Grund? Ich muss mir vor dir nicht erklären. Da hast du recht, solange bis an den Absichten vor Ike offen liege. Das ist ja gut verwirkt. Das gilt auch für dich, Zoen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin gespannt. Oh, jetzt das Haus, so, der kommen würde und verantwortlich bin. Ja, das tue ich. Meine Güte, du bist wirklich misstrauisch, was? Gute Nacht, Zoen. Zoen hat noch irgendein Geheimnis zu verbergen. Die Frage ist bloß welches. Naja. Kapitel 18 vorbei, jetzt geht's los mit Kapitel 19 und nach diesem wird sich ja, also soll scheinbar sich unser Dieb Volker weiterentwickeln. Prinzessin Alicias neu gegründete Armee von Creamier marschiert mit Ike als Kommando nach Tor Garen und behauptet den ersten Sieg für sich. Tor Garen ist eine große Mauer, die Danes Grenze schützt. Bataillone von fähigen Kämpfern verteidigen die Mauer und sogar als lange als unüberwindbar. Aber die Dänen haben die Stärke der Armee von Creamier unter Ikes Befehl unterschätzt und so fällt Tor Garen. Er war aber ziemlich schwach. Ike erfährt von Gallias wachsendem Interesse, sich an dem Krieg zu beteiligen und so verliert er keine Zeit, sondern befiehlt seinen Truppen, weiter nach Dänen einzudringen. Das Rad der Geschichte, welches mit dem Fall von Creamier zum Halt kam, beginnt so langsam wieder zu drehen. Ganz langsam beginnt es sich zu drehen. Und damit ringfrei für Kapitel 19 in treue Hände. Okay. Ach du Scheibenkleister. Und da ist ja auch schon Petrine. Naisala, König Naisala von Kilwas. Ich wünsche mir zu sprechen, klar? Na, wenn das nicht General Petrine ist, was ist das denn dieses eisige Gebirge? Ich habe keine Zeit für Scherze. Ist es wahr? Hat die Armee von Creamier Tor Garen eingenommen? Auch wenn ich es hasse, es auszusprechen. Ja, das scheint der Fall zu sein. Tja! Kajachev, du räudiger Hund! Schon diesen bunten Haufen dieses Mädchens besiegen zu lassen, beweist nur, wie nutzlos er war. Des Generals... Ah, so hieß er, okay. Man hat ihm gesagt, dass die Armee von Creamier schwach und Tor Garen unbezwingbar sei. Das war natürlich ein Fehler. Tja, so wie, nicht wahr? Was war das? Willst du den beleidigen, Rabe? Es gibt Männer, die haben für weniger ihr Leben verwirkt. Den beleidigen? Niemals! Komm, General Petrine, ich zähle hier lediglich die Fakten auf. Egal wie die vorherigen Kämpfe beendet wurden, die Armee von Creamier wird hier aufgehalten. Ich werde persönlich dafür sorgen. Die Bühne für eine glanzvolle Vorstellung bereitet. General Petrine, Kilwas wird immer auf der Seite von denen stehen, solange die Bezahlung stimmt, natürlich. Wenn es dabei um Gold geht, wird unsere Freundschaft niemals enden. Hubasa, komm her! Jawohl. Aber mit König Naisala zusammen, stoppt die Armee von Creamier, vermasse es nicht sonst. Überlasse nur mir, General. Ich werde keine weitere Niederlage dulden, König von Kilwas. Ihr müsst aus dem Weg räumen und zwar schnell. Haben wir uns verstanden? Na, ich bin ein Sklaven dieser Göre in ihrem jämmerlichen, gekauften Hofstadt, immer wieder zum Narren gehalten zu werden. Und der Rest meiner Bezahlung? Keine Angst, der liegt bereit. Ihr werdet bezahlt, sobald ihr die Aufgabe erledigt habt. Und solange wir in diesem Punkt einig sind, ist es abgemacht. Nun denn, ich gehe. Tja, jetzt wird der König der Raben fällig. Räudiger Straßenköter. Selbst nach dem Stern und Halbmensch sind diese Raben nur Abschaum. Nimm den ganzen samt Diamantring nehmen will und seriöser Schurke. Du hast selber Schuld. Dieser Schwertmeister. Ist er vielleicht ein Kampfes? Okay. Hält ein, Neuzugang. 4 Stück. Ja. Einnahmen, Ausgaben. Konto, immer gut. Kampferfahrung, Bonus-EP ist geil.
So, für uns wird es dann noch ein bisschen was zu machen hier bei Ike nix. Dem gebe ich höchstens noch ein bisschen nachher höheres Level, auch bei ihr. Wobei ich das Schweigen ablegen würde. Weil, naja, Schweigen selbst cool, aber bei ihr bringt es nicht viel. Sie ist noch zu schwach dafür, weil sie weiterentwickelt ist vielleicht. Bei dir muss ich noch gucken, Zoen. Du kannst jetzt was Neues nehmen, wa? Da brauchst du Rang. Ah, okay, da noch ein bisschen. Aber Gewitter, wa? Da ist Elfendonner weg, kannst das mal testen. Stab trotzdem, soll ja auch trainiert werden. So, chill, da passt immer noch. Dein Bogen ist langsam Arsch, meine Gute, meine Liebe. Der Kriegerbogen, das lobe ich mir. Langbogen wird wohl nicht gehen, das geht wohl immer noch nur bei Schützen und so weiter, also sprich bei Rolf oder Schienen, wie auch immer. Wird das gehen? So, du hast noch was Interessantes. Ingram braucht auch nicht. Das gucke ich nachher dann. Ich immer weit was gehen, aber ich weiß gar nicht, ob er überhaupt das Reihe angreifen könnte. Oder eher weniger, aber. Die Frage ist, was würde ich ihm das. Wenn ich ihm das gebe, was bringt ihm das? Sobald er in seiner tierischen Form ist, ich meine. Vielleicht kann er weiter laufen, waren seine ganzen Werte ein bisschen erhöht, mehr Defense und so weiter. Wir müssen schauen. So. Würde ich wie gesagt, nicht trainiert oder noch nicht wohl eher. Jetzt muss man gucken, wer hat jetzt relativ hohes Magie-Level noch gehabt. Und ist Schwertkämpferin, gut, sie wäre es auch. Ah, stimmt, sie ist ja. Moment, sie braucht noch ein Schwert. Leichtschwert. Ne, können wir kurz einkaufen gehen mit ihr. Ich brauche doch mal ein Eisenschwert. Sonst noch so Silberlanzen, das klingt zwar gut, natürlich kann es noch keiner tragen, ne, ist ja auch klar. Ich kaufe trotzdem mal ein paar und schicke sie im Vorrat, man weiß nie, was wieder so etwas gibt. So, dann haben wir noch eine Silberachse, aber ich glaube immer noch nicht, dass jemand, obwohl vielleicht Titania war, aber bei ihr bringt das großartig was? Nee, noch eher weniger, der Rest ist auch nichts. Zumindest nichts Besonderes. Auch da haben wir nichts. Bisschen schwierig noch die Gute, war. Hat jemand von euch schon irgendwie Rang A oder S? Gut, sie hätte zwar bei Schwertern A, aber... Sollte doch trainieren. Geschwindigkeit ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das Falken, ja, war klar. Das ist einfach eine weiterentwickelte Einheit viel zu schwach, hey, das ist doch... Gut, sie ist auch immerhin schon Level 10 oder wäre Level 10, da natürlich... Nee, Leute, nee, da bringt auch nichts. Mal ganz kurz, wie war das jetzt schon? Kurzspeer, behalte für später, dann haben wir noch ein Donnerschwert, der ist Stufe B. Ach du Scheibenkleister. Ihr müsst fast Ike nehmen, aber... B hat er hat noch relativ viel Magie. Okay, mach es doch so, ich gebe es Ike. Und guck mal, was er damit schlägt. Motiv gegen den Rennen Dritter, aber dafür habe ich ja sein Königsschwert. Ein Geschenk Ike von seinem Vater. Gut, dann Ike kann es führen. Wäre schade, wenn wir das irgendwie verlieren würden, aber guck mal, Stufe 6, Schade 7, natürlich auch schon relativ wenig. So. Schauen wir uns das mal so an. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Stäbe. Kann es immerhin mal 15 mal einsetzen. Natürlich auch relativ viel noch. Ja, guck mal. Ein neuer brauchen wir sowieso kaum. Magieschild ist auch bald im Arsch. Okay. Ja, die restlichen Waffen passen auch noch. Naja. Okay. Bonus-EPs verteilen. Unser Lord. Menge Geschwindigkeit und Glück. Sehr schön. Kann auch immer sehr gut gebrauchen. Er kriegt nichts. Sie kriegen noch ein bisschen was. Mal die Werte checken. Ja, doch. Kevin,
Seekrieg, aber es bringt ja sowieso nicht viel wegen 4. Come on. Das können wir locker geben, kein Problem. Ich habe langsam mal versucht, den Ritterschild abzunehmen und den Gatry zu geben. Vielleicht eher Chill. Ja, sogar noch stärker. Ne, geht ja gar nicht bei ihr. Stimmt, jetzt geht nur bei bestimmten Einheiten. Er kriegt auch nichts. Chill kriegt noch ein bisschen was. Und dann bin ich noch überlegen, ob ich Volk noch machen will, weil ich weiß, ob ich im letzten oder nächsten Kapitel überhaupt einsetzen kann im Kampf. Ich weiß natürlich auch praktisch, wenn er jetzt schon das machen würde. Also spare alle auf für Rolf. Mir geht gar nicht, war ist auch so. So eine Sache, ja, na komm, ich gebe jetzt ihm doch. Ich gebe es ihm. Was soll's. So. Und jetzt, genau, jetzt bei mir fertig, zumindest fürs Erste. Jetzt müssen wir halt abwarten, wie es im nächsten Kapitel aussieht bei ihm. Moment, was soll er jetzt noch machen? Noch irgendwas überlegt, was er noch machen will. Ich weiß natürlich nicht mehr doch bei ihm. Ich nehme doch wieder seinen Bogen zurück. Kann ihn nur er führen, also was bringt es, wenn ich irgendwie das ihm klaue? Oh Mann, die ganzen Dinge soll man verteilen. Du musst erstmal offscreen gucken, wem wir es da am besten geben und dann machen wir das mal, vielleicht auch schon im nächsten Part, wenn Volk entwickelt ist, Kapitel 20 und so vielleicht. Mal schauen. Viel kann auch später. So, Kevin mit Marcia. Okay, unterstütze euch mal. Marcia! Oh, hey Kevin, wie geht's deinem Pferd? Sehr viel besser. Dankeschön, verdanke ich dir. Die roten Ritter, war. Deine Hilfe hat sehr gut geholfen. Holen. Danke von ganzem Herzen. Ach bitte, das war gar keine große Sache, nichts Schlimmes. Wenn du kommen um dir, Captain Kevin, dann schlecht. Stecken. Angstfürchter. Sag schon, ein Axt, Mann. Der Kerl geht mir auf den Nerven. Ja, mir auch. Was? Mit Gatry auch noch. Interessant. Marcia, wie geht es dir, meine Schöne? Woher kennst du meinen Namen? Aber was soll ich den Namen eines solch hübschen Mädchens nicht kennen? Oh, diese alte Flirte mal wieder. Na, hat er den einzige in dieser Söldnergruppe? Gar nicht mal so übel. Ganz schön geraspelt, Idiot. Mir ist schwindelig. Warte, was meinen von Grillsöldnern? Jawohl, ist schon eine Weile her und so, und ist ein Verräter wie Schienen. Aber der wurde bereits erledigt. Das ist ein netter Zug von dir. Zum Glück. Nicht verlassen. Auf jeden Fall gebe ich weiter mein Bestes. Wünsch mir Glück. Tschüss. Warte. Nö. Ich warte auf nix. Chill. Mal gucken, was hat sie jetzt wieder? Ade, bis später. Ja. Oh, Alia, pass auf, wo du hintrittst. Jetzt ist es rutschig. Waha! Alia! Oh, ich bin genau mal hinten gelandet. Hihi, der Schnee ist ganz schön kalt. Sei vorsichtig. Ja, ja, hey, guck mal, Chill. Ich mache einen Schneeengel. Hihi. Chill. Wer ist da? Ich bin's. Captain Darren, aber das ist ein feindliches Lager. Ich bin auf dem Fersen, seit du in Toa verschwunden bist. Ich wusste, du würdest die Cream ja verfolgen, aber ich hätte nie gedacht, dass du dich mit ihm verbündest. So langten es die Umstände, aber jetzt hat es sich geändert. Jetzt bin ich bei ihnen, weil ich es will. Die Zeit mit ihnen und der Kontakt mit den Lagus haben mir dadurch gemacht, was für ein Närrin ich war. Lagus? Ich hätte nie gedacht, dieses Wort einmal von jemandem zu hören, der sonst voller Hass von Halbmenschen gesprochen hat. Vielleicht einen kleinen Mann gesammelt war. Er lächelt irgendwie. Den Eingang können wir schön gegenüberstehen. Trotzdem gegenüberstehen, ist durchzustehen. Das habe ich. Nicht wohl, jetzt mal werden wir uns das Fan wieder sehen. Also bereit und rundig raus. Oh, was im nächsten Part war. Hi, kann ich kurz mit dir reden? Vor ein paar Minuten ist hier ein Mann aufgetaucht, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Er spricht gerade mit Chill. Ich bin nicht ganz sicher, was da los ist, da habe ich dich gesucht. Was sollen wir denn jetzt machen? Über was auch immer sie sprechen, es sieht sehr ernst aus. Chill war vor dem Heer von denen. Gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen, verlangt ihr vielleicht viel ab. Dann macht es keinen Unterschied, dass sie denkt, sie wäre darauf vorbereitet. Mir ist egal, was passiert, aber du kannst sie nicht gegen ihren eigenen Vater kämpfen lassen. Bitte, Ike. An allen Hürden wären
Kapitän sind. Nee, finde ich nicht. Bin ich anderer Meinung. Oh, die Anzahl der Gegner ist eine andere Geschichte. Sie bestehen aus Fleisch, Blut und Federn. Kein Tier, das in den Winterschlaf fällt, sobald es Winter wird. Oh, schade. Zwischen einer witzigen Übertreibung und einer ernsthaften Unterhaltung. Lachen so. Sorry. So eine Ernsthaftigkeit. Das kann man sich aber unerwarten. Jemand hat dir wohl Manieren beigebracht, wa? Ja. Habe ich eine Chance auf einen Sieg? Ich würde sagen, wir sind ihm noch stark im Nachteil. Was? Würde er sagen, wir sind sackstark? Mach mal ein bisschen hin, Kumpels. Ich will da mal ein paar beenden. Vorne anfangen. Ich hoffe, das Eiern? Hä? Wäre eine Metapher? Eiern, aber ja, gut, ich gehe dann mal. Ich muss meine Schwingen vor dem Kampf jetzt noch aufwärmen. Was ist sonst so passiert? Tschüss. Also war der Stamm der Vögel, versteht sie einer. Jo, hat was? Ashuga! Ein Zeit? Oh, genau, like. Was gibt's denn? Nix. Dann sagen wir mal Hallo. Das ist sehr aufmerksam. Der König ist sehr großzügig und ich spiele hier nicht nur auf Raisin an. Er hat uns auch seine beiden Volksmänner zur Seite gestellt. Womit haben wir seine Großzügigkeit verdient? Entschuldigt das, aber zumindest geht da, oder ist das falsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der König auch ohne unsere Hilfe überleben kann. Stimmt das? Das ist wirklich erstaunlich. Kann ja die Armee trotzdem in den Line leiten. Titania und Sohn kümmern sich um all die kleinen Dinge, sodass hier nicht das gefällige Chaos ausbricht. Unser König macht nichts Besonderes. Jeder macht das, was er am besten kann. Da gibt es kein Chaos. Da hat was. An eine Blutlinie gebunden. Da gibt es bei uns keine schwachen Könige. Entschuldige, das war ungebührlich. Nö, ich sehe das auch so. Das ist viel sinnvoller. Die Waffen der Beorg können sehr stark sein, aber nicht jeder kann damit umgehen. Die Beorgs, auch ihre Generäle, nach deren Blutlinie bestimmen, sind die Fähigkeiten unausgeglichen. Das ist die Schwäche der Heere der Beorg. Und für dich, General Ike, kommt nun die Zeit, dich zu beweisen. Das ist wahr. Egal wie stark der Einzelne auch sein mag, eine Truppe, das nicht nichts ist, nutzt sich stärker gar nichts. Mann, ey! Ja, ist doch klar, ist nichts Neues. Okay, Freunde. Ich speichere mal hier in den nächsten paar geht's hier weiter mit Kapitel 19. Und wer weiß, wie lange es dauern wird, was wir noch alles leben werden. Mit Jill, mit Volker. Aber ich denke, unser Team selbst ist ziemlich gut drauf, wa? Vor allem mal die ersten... Doch eigentlich aktuell mal die ersten 12, war sicher mal. Ja doch, die sind schon, will doch behaupten, sind noch fix ein Team. Bei Stella muss ich noch gucken, aber ich glaube auch bei ihr. Gut, meine Streetmeisterin war mir das Vergleich mit Kevin. 20, 16, 19, 11, 18. Naja. Ist ja vielleicht weniger Power in der Offensive direkt, aber ja, doch mit Geschwindigkeit, Fähigkeit kannst du da ganz gut reinhauen. Das klappt schon so, wa? Ja, ich hoffe zumindest, sonst muss man echt mal noch wieder gegen Titania auswechseln. Das wäre auch was, ey. Nee, nehme ich was anderes, irgendwie vielleicht einen anderen Nagus oder sie vielleicht sogar hinzu. Vielleicht auch Indianer mal wieder. Müssen schauen, Leute, müssen schauen, dass es hier weitergeht.